Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren Fußball-Talk und zwar abschließend zu dem Thema WM in Katar. Meine Meinung ist hinreichend bekannt, hier auf dem Channel zumindest und auch sonst jeder, der mich kennt. Ich denke auch, es gibt genug Dokus mittlerweile, nicht nur die von der ARD, von Öffentlich-Rechtlichen gibt es genug Dokus, auch auf YouTube. Es gibt genug Meinungen von größeren oder auch großen Influencern. Da sind einige sehr vorbildlich, andere sehr naiv und dumm. Ja, ansonsten, wenn euch meine Meinung dazu interessiert, euch gerne das Video hier nochmal an. Jeder Fußballfan sollte die WM in Katar boykottieren. Das sagt schon meine Meinung aus. Warum, wieso, weshalb und so weiter habe ich in dem Video gesagt. In diesem Video werden wir uns jetzt einfach mal die Kommentare angucken. Weil ich habe gesagt, ich werde die Kommentare in den Videos nicht beantworten. Ich habe den einen oder anderen Kommentar hier aus Video 4 von der Reaction, glaube ich, gelesen und beantwortet gehabt, weil der zufällig dann in meiner Timeline war. Ich werde jetzt auf so ganz dumme Kommentare aus meiner Sicht nicht wirklich drauf eingehen. Wir werden jetzt einfach mal durchscrollen und gucken mal, ob wir hier irgendwas finden, ja, was man sich mal reinziehen kann, und dann werde ich da ein paar Worte zu sagen. Ja. Peter Griffin, sehr gutes Video. Für den Fußball ist es echt traurig. Dem kann ich nur zustimmen. Ja. Völlig richtig, es ist sehr traurig. Vielleicht an dieser Stelle, es ist ja schon allein deswegen traurig, dass die FIFA den Nationalverband der Dänen verbietet, dass sie im Training ein Shirt tragen, wo drauf steht Menschenrechte für alle. Also das ist schon ein Verbot. Also weiß ich nicht. Ganz, ganz schwierig. Mara, wie ich sehe, hat es keinen Sinn, mit manchen zu diskutieren. Sorry, da würde mir jetzt so viel einfallen, aber es wäre nichts Nettes. Von daher klemme ich mir das. Sehr starkes Video und sehr wichtig. Bin da auch total bei dir. Wenn ich jetzt PC lese, kann ich mir nur an den Kopf packen. Ja, das geht mir leider ähnlich bei manchen Kommentaren. Wie gesagt, wie ich es auch in dem Video sagte, am Ende des Tages muss das jeder für sich selber wissen. Ne? Aber irgendwie, also wenn man sich da hinsetzt und sagt, ja, ich gucke die WM, weil, I don't know, völlig okay. Mir gegenüber brauchen wir das nicht begründen. Wenn sich da jemand hinsetzt und sagt, ich gucke die WM, ja, dann guck die WM. Aber das heißt ja nicht, dass ich das auch so sehen muss, ja. Und das bedeutet auch nicht, dass man versuchen muss, das irgendwie zu rechtfertigen mit irgendwelchen Spritvergleichen oder irgendwelchen anderen Vergleichen. Ja, Leute, ihr müsst da nur für euch rechtfertigen. Ihr müsst das vor keinem anderen rechtfertigen und ihr müsst da auch nicht irgendwelche dummen Vergleiche auf den Tisch legen, die da gar nichts zu suchen haben. Fakt ist, es werden da Menschen ausgebeutet, es werden Menschen missbraucht, verhaftet. Es sind viele tausend Menschen gestorben am Aufbau der Stadien und der Infrastruktur. Es werden Menschen nicht bezahlt und so weiter. Guckt euch die Dokus an, guckt euch die Zahlen an. Das ist ja alles nichts, was man sich aus den Fingern saugt. Das ist alles schwarz auf weiß. Guckt euch die letzten Eskapaden an, ja, wo Frauen aus Flugzeugen mit der vorgehaltenen M4 gezogen wurden und eine Vaginaluntersuchung gemacht wurde. Ausländische Frauen wohlgemerkt. Weil ein totes Baby auf dem Flughafen gefunden wurde. Der neueste Hit, der Botschafter aus diesem tollen Land, der hier Interviews gibt und sagt, Schwule sein ist eine geistige Krankheit und so weiter. Dann der letzte Vorfall, der dänische Reporter oder norwegische Reporter oder was, denen gedroht wurde, dass die Kamera zerkloppen, wenn er weiterfilmt auf dem öffentlichen Platz und so weiter. Ich denke, es gibt keine zwei Meinungen, dass der Fußball oder die Weltmeisterschaft in diesem Land nichts zu suchen hat. Punkt. Ja, wer da eine andere Meinung hat, der ist sowieso schon völlig lost. Ja, der sollte, keine Ahnung, weiß ich nicht. Der ist halt einfach völlig lost. Ja, Punkt. Jetzt geht es natürlich darum, ja, boykottiert man die WM oder boykottiert man die WM nicht? Ich persönlich habe gesagt, ich boykottiere die WM.
Einfach aus dem Grund, ja, dass das für mich keine Zustände sind, die ich einfach hinnehmen kann. Und was kann ich tun? Ja, ich meine, wir gehen die Kommentare gleich weiter durch. Was kann ich tun? Ich als einzelner kleiner Pimmel. Eigentlich kann ich gar nichts tun. Aber ich kann mich da hinsetzen und sagen, ich unterstütze keinerlei Fernsehen, sonstige Medienberichterstattung bei dieser WM. Ja, Punkt. Und das schweren Herzens. Ich meine, ich bin großer FC Bayern-Fan. Ihr wisst, wenn ihr hier auf meinem Kanal seid und guckt euch die Nationalmannschaft an. Ich denke, das Mittelfeld wird aus 90% Bayern bestehen. Wenn Gnabry, Musiala, Sané, Kimmich, Goretzka die Form behalten, die sie haben, mit Neuer im Tor. Ja, natürlich würde es mich freuen, gerade Musiala zu sehen, ob er da die Leistung bestätigen kann. Sané, Gnabry. Ja, natürlich. Ja, aber ich werde es halt einfach nicht schauen. Punkt. Ja, weil man muss sich heutzutage nicht alles gefallen lassen, ja. Nur weil irgendwelche hohen Herren sich bestechen lassen, muss sich der Fußballfan nicht bestechen lassen. Und da vielleicht auch noch mal ein paar Worte. Ich fand es mega gut, die letzten 2, 3 Spieltage, was in den Stadien schon los war von den Ultras zum Thema Katar. Und ich finde es auch sehr stark, dass sich doch viele auch da hinstellen und sagen, sie boykottieren die WM, auch von großen Influencern. Oder auch ein Kevin Großkreuz, den ich für den größten Trottel bisher gehalten habe, den ich so kenne. Kommt hier übrigens aus der Ecke bei mir, von daher kann ich das schon beurteilen. Aber der hat selbst gesagt, in seiner Kneipe wird kein WM-Spiel laufen in Dortmund. Und das ist schon gut. Für ihn ist es ein bisschen einfacher zu sagen. Er wird nicht unbedingt auf die Einnahmen angewiesen sein, wie andere Wirte, ja. Aber ich finde es trotzdem ein gutes Statement und ein starkes Statement. Und ja. Gut, gehen wir mal weiter, wa? Bei Sportschau gibt es ein paar Folgen auf YouTube zum Thema. Genau, die sind sehr gut, kann ich nur empfehlen. Wo kommt denn das Benzin? Aus der Tankstelle. Glaubst du, dass jemand Katar Air fliegt, nur weil der FC Bayern das Logo auf dem Trikot hat? Wenn ich verreise, schaue ich zuerst, welches Flugzeug dahin fliegt, wo ich hin will und was es kostet. Ja, du willst auch nicht die Zielgruppe sein, Gerard. Ich auch nicht. Ja, es wird mit Sicherheit Leute geben, weil der FC Bayern dafür Werbung macht, die eher dann mit der Airline fliegen wie mit anderen. Aber darum geht es doch gar nicht. Es geht doch nicht darum, dass Leute deswegen mit der Airline fliegen. Es geht darum, dass die Airline deswegen in einem guten Licht dasteht. Wie ich vorhin erzählt habe, es wurden bei dieser Airline, deswegen wird diese Airline übrigens gerade verklagt in Kanada, Frauen mit vorgehaltener M4 aus dem Flugzeug gezogen und gegen ihren Willen eine Vaginaluntersuchung durchgeführt mit vorgehaltener Waffe. Ja, und dafür tragen wir das Logo auf dem Ärmel. Und ja, wir tragen das Logo auf den Ärmel, damit damit andere Menschen auf dieser Welt sehen, oh, der FC Bayern macht ja dafür Werbung. Ja, dann muss das ja was Gutes sein. Ja, das ist auch der einzige Grund, warum diese WM halt da ist. Aber wie gesagt, guck dir die Doku an, dann wirst du das vielleicht verstehen, vielleicht auch nicht. Das ist ja auch nicht meine Intention, euch hier zu bekehren oder sowas. Wie gesagt, ihr müsst alle mit euch selber klarkommen, wenn ihr euch die WM reinziehen wollt. Ja, aber ihr könnt euch nicht dahinstellen und sagen, oder versuchen, das zu rechtfertigen. Ja. Was wird zu rechtfertigen? Das ist eine WM der Schande. Das ist nun mal Fakt. Der Fußball wird missbraucht. Das ist auch Fakt. Es ist traurig, dass viele Spieler kein Statement bringen. Ich bin gespannt, ob der eine oder andere ein Statement bringen wird, wovon ich ausgehe, aber wahrscheinlich nicht von irgendeiner großen Nation. Es ist lächerlich, dass die deutsche Nationalmannschaft sich dahinstellt, mit Human Rights draufgesprüht und darüber ein Werbevideo vorher gemacht hat, wie sie das tun. Ja, das ist einfach traurig. Ja, und das macht mich traurig. Aber nochmal, wenn du dich da hinsetzt und dir die WM ruhigen Gewissens reinziehst, dann ist das okay. Ja, ich weiß, gerade in Deutschland, wir sind Fußballnation Nummer 1. Ja, ist mir völlig klar, dass viele Leute gar nicht darüber nachdenken oder denen das einfach am Arsch vorbeigeht. Das ist ja auch alles gut und schön. Das muss ja am Ende des Tages jeder für sich selber wissen. Ich wollte darauf aufmerksam machen, das habe ich mit dem Video getan. Und ich persönlich verstehe so eine Einstellung halt nicht. Und ich persönlich verstehe auch nicht,
dass man das irgendwie versucht dann zu rechtfertigen mit Logos, mit Benzin und warum fährt der mit dem Auto und das ist lächerlich, Leute. Es ist völlig okay, wenn ihr die WM guckt. Für mich persönlich nicht, für mich ist das nicht okay. Aber wer will euch das verbieten? Ja, das ist doch okay, dann setzt euch doch dahin und sagt, ich schaue die WM, weil mir das einfach scheißegal ist, was in diesem Land passiert ist oder was in diesem Land passiert. Das ist doch okay. Das muss doch am Ende des Tages jeder mit sich selber ausmachen. So, aber man kann doch nicht da hingehen und dann irgendwie versuchen, irgendwelche Dinge hin und her zu drehen, um sich das selber irgendwie schön zu reden. Nee, da gibt es nichts schön zu reden. Ja, wenn man die WM anguckt, ja, man kann, das beste Argument ist doch einfach zu sagen, ja, ich gucke die WM, äh, weil ich nicht oder weil der Fußball sich nicht missbrauchen lassen soll für irgendwelche politischen Themen. Deswegen schaue ich die WM, deswegen ist mir das egal, dass da Menschen gestorben sind. Und es ist mir egal, wie Menschen da behandelt werden. So, das Argument kann man bringen. Ja, ich persönlich würde das nicht gelten lassen, aber das ist ein Argument, was du bringen kannst. Aber da muss man nicht irgendwie anfangen mit irgendwelchen komischen Phrasen daher irgendwas versuchen zu rechtfertigen. Oktal, es sollte sich jeder selbst entscheiden, ob diese WM wirklich Sinn und Zweck hat. Ich finde den Spielplan dermaßen überlastet und dann diese unsägliche WM in der Winterpause. Ich finde es absolut irrwitzig und so richtig WM-Fieber kommt bei mir noch nicht auf. Mal sehen, was das wird, aber ich verstehe deinen Standpunkt. Bin ich voll bei dir. Es sollte jeder für sich entscheiden. Ne? Das ist ja auch gerade, was ich gesagt habe. Und was jeder am Ende des Tages im stillen Kämmerchen macht, kann eh keiner nachvollziehen. Ja? Aber nochmal, man muss sich halt dann einfach bewusst sein, was man da halt unterstützt. Ja? Klar kann man dann sagen, ja, aber ich unterstütze dann ja nicht Katar, ich unterstütze ja dann das deutsche Fernsehen, wofür ich ja auch noch GEZ-Gebühren zahle. Ja, na klar. Sicher. Am Ende des Tages wird das keine Auswirkungen haben, ob ich jetzt die WM gucke oder nicht. Oder ob jetzt 1 Million Leute in Deutschland die WM gucken oder nicht. Die einzige Auswirkung, die da sein wird, ist, dass die Einschaltquote niedriger ist. Aber das ist ja dann mal ein Zeichen in so einer fußballverrückten Nation, wie wir sind. Ja. Und das ist doch das Wichtige. Dass der Fußballfan halt mal zeigt, halt, stopp, irgendwo ist auch mal die Grenze. Ja. Und das ist, was ich persönlich mache. So. Ob ihr das macht oder nicht, ist eure Sache, ne? Die Finanzen kann doch keiner von euch einschätzen. Ohne die Topspieler wären wir nicht da, wo wir sind. Und die kosten nun mal. Ja, diese dummen Argumente gehe ich gar nicht erst drauf ein. Wenn du austrittst, werden sich andere freuen. Ja, gut, da gehe ich vielleicht mal kurz drauf ein. Ich habe halt gesagt, wenn der FC Bayern nächstes Jahr das Katar-Sponsoring verlängert, werde ich aus dem Verein austreten. Und das werde ich auch tun. Punkt. Da gibt es für mich keine zwei Meinungen. Auch da ist es einfach, dass ich keine andere Wahl habe. Ja? Nochmal, man kann so ein Land, so ein Regime nicht unterstützen. Und erst recht nicht, wenn sich da nichts ändert. Und es ändert sich einfach. Und immer dieses dumme Gelaber vom FC Bayern, ja, wir machen das ja nur, damit sich in dem Land was ändert. Es ändert sich nichts. Ob der FC Bayern da hinfährt, einmal zum Trainingslager oder in China fährt einen Sack Reis um. Das interessiert keine Sau am Ende des Tages. Das ist einfach Sportswashing, Greenwashing, aber auch da noch mal der Hinweis, guckt euch die Dokus an. Wer es dann immer noch nicht rafft, dann ist der Zug abgefahren. Ja? Und natürlich muss sowas jeder für sich wissen. Aber ich garantiere euch, auch da werde ich nicht der Einzige sein, ja? der das so handhaben wird und dann aus diesem Verein austreten wird. Weil, was können wir denn sonst tun? Nichts. Gar nichts. So. Klar, wir können als Fan zu der Mitgliederversammlung gehen, wie es der Ott getan hat, können da vorsprechen. Das war es. Wir können Banner in der Kurve hochhalten. Ja, mehr Zeichen kannst du nicht machen. Und wenn der Verein das dann nicht versteht, ja, und wir wissen ja jetzt, es wurde ja letztens erst in den Medien geschrieben, dass es sich da um 30 Millionen in etwa handelt, durch Bandenwerbung und hast du nicht gesehen. Ja, wir kriegen woanders auch 15 Millionen oder 20 Millionen. Machen wir uns doch nichts vor. Also da muss man doch jetzt nicht irgendwie ein Hellseher sein. Ja klar, dann verzichten wir auf 10 oder 15 Millionen. Ja, für einen aus einem sehr, sehr guten Grund. Und warum bin ich noch nicht ausgetreten? Ja, weil jetzt Brazzo und Olli an der Stange sind. Ja.
und ein Heiner, der aber da auch sehr, sehr für ist, wie ich so das sehe. Aber die sollen natürlich die Chance haben. So, wird das Sponsoring verlängert nächstes Jahr, trete ich aus dem Verein aus. Ja. Ist dann schade, ja, ich kann dann keine Tickets mehr bestellen, das ist so die andere Sache. Ich habe eine relativ schon sehr weit vorgelegene Mitgliedsnummer. Ja, natürlich ist das dann schade, aber man muss doch auch zu seinen Prinzipien stehen. Und ja, dann wird es halt auch keine neuen Fanartikel mehr geben vom FC Bayern. Punkt. So, das sind die Sachen, womit ich arbeiten kann. Und mit denen werde ich arbeiten. Ja, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ob ich, keine Ahnung, mal aufs Jahr hochgerechnet irgendwie 400, 500 Euro beim Verein lasse. Ja, natürlich. Keine Frage. Aber machen das ein paar mehr, ja, dann wird es halt auch schon mal ein bisschen bemerkt. Und wenn auf einmal 10.000 Menschen austreten aus dem Verein, auch das wird in FC Bayern nicht poppen, ist aber halt einfach mal ein Zeichen. Ne? Und ja, das sind die Mittel, die man hat. Ja, und wenn sich dann andere freuen, dass sie eine Mitgliedsnummer weiter hochgehen, ja, I don't know, schön für sie. Also, das sind halt einfach meine Prinzipien und die lebe ich. Ja, Punkt. Ja, ganz einfach. Also mit den Menschenrechten, das ist in vielen Ländern ähnlich. Wenn es nach der Moral geht, dürften wir gar nichts mehr, vollkommen irrelevant. Ja. Völliger Dinpfiff. Wurdest du schon mal aus dem Flugzeug gezogen mit vorgehaltener Waffe und haben sie dir in deine Vagina geguckt? Ich denke nicht. Wurdest du zu Hause schon mal vergewaltigt, ohne dass du das irgendwo zur Anzeige bringen kannst, weil du dann wegen Ehebruch in den Knast gehst? Ich denke nicht. Gerade du als Frau sowas schreibst, da sieht man einfach, da fehlen halt einfach ein paar Windungen. Tut mir leid, das so zu sagen, aber sorry, Alter. Du solltest dich echt mal mit dem Thema auseinandersetzen. Ganz dringend. Die politische Lage in Deutschland ist katastrophal, dagegen kämpfe ich jeden Tag an. Ach so. Na klar, die ist im Gegensatz zu Katar, ist das katastrophal hier. Wirklich schwierig, ne? Wirklich hart, dass wir in 10 Jahren dann noch keine Benziner mehr verkauft werden. Ne? Schon hart. Aktuell ist wirklich schwer in Deutschland die politische Lage. Also wir sind schon ganz arm dran, ne? Man sieht's ja. Also schon schwer in Deutschland, wenn auf einmal alles ein bisschen teurer wird, ne? Schon schwer. Mal die Ukraine fragen, wie die das sehen. Also überleg mal, die Spieler können einfach nicht teilnehmen, sie haben Verträge und die müssen sie einhalten, die anderen lachen sich kaputt, wenn Dummland nicht teilnimmt. Ja, auch völliger Schwachsinn. Spieler haben keinerlei Verträge mit Nationalverbänden, das ist völliger Schwachsinn, was du da. Spieler haben Verträge mit Vereinen. Sie werden eingeladen zur Nationalmannschaft und können sich auch ausladen. Da gibt es keinen Zwang, es gibt nur einen Zwang für die Vereine, dass sie die Spieler abstellen müssen. Aber wenn ein Spieler sagen würde, nein, ich nehme an dieser WM nicht teil, weil das für mich vereinbar ist. Ja. Ja, na klar, würde dann der Verband eventuell Druck machen und sagen, ja, wenn du das jetzt machst, dann wirst du gar nicht mehr eingeladen und so weiter. Alles klar, gar keine Frage, kann sehr gut sein. Würde dann auch nochmal zum Armutszeugnis des DFB passen. Weiß ich nicht, ob das so wäre. Ja, aber so aus Spielersicht, habe ich ja auch schon gesagt in dem Video, dass junge Spieler da vielleicht gar nicht drüber nachdenken. So die erste WM, die zweite WM. Wie viel Prozent aller Profifußballer fahren überhaupt zu einer WM? Das ist völlig verständlich. Würde ich niemals was absprechen. Ja? Aber dass halt so ein verdienter Spieler wie ein Goretzka, ein Kimmich, ein Neuer, gerade ein Neuer und ein Müller, die Weltmeister sind, die alles erreicht haben mit der Nationalmannschaft, da einfach nicht die Fresse aufmachen. Ganz im Gegenteil, so ein Müller, was der da teilweise von sich gegeben hat, das macht mich einfach fassungslos und traurig. Ja? Und enttäuscht mich einfach menschlich von den beiden Personen. Ja? Das ist einfach so. Ja. Punkt. So. Ich habe bisher jedes deiner Video geguckt, muss aber sagen, dass dich dieses hier extrem unsympathisch macht. Alle anderen Meinungen permanent als Schwachsinn abzutun, spricht nicht gerade für geistige Reife. Ja, Dave. Auch inhaltlich teile ich deine Meinung nicht. Wenn du die Missstände in solchen Ländern anprangerst,
Da bin ich total bei dir. Aber welcher Frau ist in diesem Land denn geholfen, wenn man diese Länder einfach ignoriert? Keine einzigen. Sein Allheilrezept ignorieren führt doch nicht dazu, außer dass man von den Missständen nichts mitkriegt. Und die Menschen dort still leiden. Ich finde durchaus, dass man mit solchen Ländern kooperiert, dass sich dort Zustände ändern können. Allein deshalb, weil die ganze Welt drauf schaut und gewisse Standards nach und nach eingehalten werden müssen. Man kann aber nicht erwarten, dass diese innerhalb von ein paar wenigen Jahren passiert, sondern es braucht meinetwegen Jahrzehnte. Aber diesen Weg der Kooperation zu gehen, ist für mich immer besser, ist erfolgsversprechender. Einfach zu ignorieren ist keine Alternative und wirkt gar nichts. Ja, auch diese Meinung ist absoluter Schwachsinn. Das ist von Dummheit nicht zu überbieten, was du davon dir gibst. Und ob mich das so unsympathisch macht, ist mir scheißegal. Ja, ist mir wirklich scheißegal. Was du hier gerade von dir gibst, das ist wirklich Schwachsinn und hat mit geistiger Reife gar nichts zu tun. Erstmal geht es nicht darum, die Missstände dort zu ignorieren. Die ignoriert ja keiner. Genau deswegen boykottiert man ja die WM, weil man nicht diese Missstände ignoriert. Merkst du eigentlich noch was du da schreibst, Alter? Oder Alte, je nachdem, ich weiß es nicht. Merkst du was? Ich glaube nicht, oder? Der Zug ist hier rein und da raus und ohne irgendwas zu streifen wahrscheinlich. Alto Betty, wie kann man denn so Banane in der Birne sein? Alter, setzt euch doch mal mit den... Ihr macht euch doch lächerlich mit solchen Statements im Internet. Setzt euch doch mal mit der Lage auseinander. Wenn du die Missstände in solchen Ländern anprangerst, da bin ich total bei dir. Okay, aber welcher Frau ist in diesem Land denn geholfen, wenn man diese Länder einfach ignoriert? Es ignoriert keiner diese Länder. Diese Länder werden kein Stück ignoriert. Nur wenn du dir die WM anguckst und alles so tust, als wäre alles schön und gut und wäre alles Friede, Freude, Eierkuchen da. Ja, das ist doch das Thema. Es geht doch nicht darum, dass man das ignoriert. Genau das, du ignorierst das doch. Du ignorierst das, indem du die WM schaust. Dann, du bist derjenige, der das ignoriert. Weil du setzt dich dahin und sagst, oh, schön, Fußball, Fußball. Und der Rest ist dir egal. Du bist derjenige, der das ignoriert, nicht ich, der das boykottiert. Ich ignoriere das nicht. Genau deswegen boykottiere ich die WM. Merkst du das? Merkst du den Unterschied? Anscheinend nicht, sonst hättest du den dummen Scheiß hier nicht geschrieben, ey. Alto Betty, dein Allheilrezept ignorieren führt doch zu nichts. Ja, du ignorierst doch nicht ich. Ich versuche etwas dagegen zu tun. Du nicht. Du setzt dich dahin, guckst dir die WM an und ja, ist mir egal, ob da Leute tot sind, ob da irgendeine Frau, sonst irgendwas. Das interessiert dich nicht. Du guckst dich das an und klatscht brav in die Hände. Wie so ein Lemming, Alter. Ich denke, dass genug Aufmerksamkeit allein durch die ganzen Dokus da ist und dass da nichts ignoriert wird. Ja? Nochmal, ich glaube, du verdrehst da ein paar Sachen. Bisschen. Aber gut. Ich finde durchaus, dass wenn man mit solchen Ländern kooperiert, dass sich dort Zustände ändern können. Allein deshalb, weil die ganze Welt drauf schaut und gewisse Standards nach und nach eingehalten werden müssen. Völliger Dünnpfiff. Völliger Schwachsinn, was du da von dir gibst. Auch da. Guck dir die Dokus an, guck dir die Berichte an von den ganzen Organisationen mit Menschenrechte. Guck dir an, was sich in Katar geändert hat. Nichts. Null. Auf dem Papier wurde ein Gesetz dann verabschiedet und es existiert trotzdem genau so weiter. Na klar, stellt sich jetzt Katar dahin und macht alles schön und schick, weil die Welt gerade dahin guckt. Aber es hat sich nichts geändert. Gar nichts. 0,0. Und es wird sich auch nichts dadurch ändern, dass die WM da ist. Außer dass Katar für Leute wie dich in einem tollen Licht dasteht. Weil du bist so ein Mensch, der sich null damit auseinandersetzt. Der nur die tolle Fassade sieht und dass alles schön ist und da wird Fußball gespielt und alle klatschen, alle sind fröhlich. So, das ist das Einzige, was du siehst. Du guckst nicht hinter dem Vorhang, du guckst hinter gar nichts. Und argumentierst das dann noch damit zu sagen, ja, ich gucke die WM, weil dadurch ändert sich dann was in dem Land. Nee, genau dadurch ändert sich nichts in dem Land. Eieiei, ganz, ganz schwierig. Mann, Mann, Mann. Man kann aber nicht erwarten, dass dies innerhalb von ein paar wenigen Jahren passiert. Sondern es braucht meinetwegen Jahrzehnte. Nee. Nee. Na klar, brauchen Veränderungen Zeit. Keine Frage, aber dass Frauen vergewaltigt werden, das nicht irgendwie zur Anzeige bringen können, weil sie dann wegen Ehebruch ins Gefängnis gehen, dass Schwule verhaftet werden, wenn sie ihre Sexualität durch Händchen halten auf der Straße ausleben. Nee, das braucht keine Jahrzehnte, nein, das ist völliger Schwachsinn, was du erzählst. Dass Arbeiter zu Tode
gearbeitet werden, gehalten werden wie Sklaven, dass Pässe einbehalten werden von den Arbeitern, die das Land nicht verlassen können, dass sie kein Geld bekommen. Nein, nein, da muss nichts über wenige Jahre oder Jahrzehnte passieren. Nein, das muss von jetzt auf gleich passieren. Punkt. Und das ist nicht passiert. Auch nicht in den Jahren, seitdem wir ein Sponsoring mit Qatar Airways haben, wenn wir auf den FC Bayern zurückkommen. Da hat sich gar nichts geändert. 0,0. Aber auch das ist kein dummes Gelaber von mir, sondern Fakt. Wenn du dich mit dem Thema mal beschäftigen würdest du das wissen und würdest da nicht so eine dumme Meinung hier raushauen, die man einfach ganz einfach auseinandernehmen kann. Ich gehe hier gar nicht auf die weiteren Kommentare ein, weil dann werde ich nie fertig mit dem Video. Ich nehme nur die Hauptkommentare. Das ist völliger Dünnpfiff. Ich weiß nicht, ob das dein Ernst ist oder ob du dich wirklich einfach nicht damit beschäftigt hast. Dann solltest du dich damit mal beschäftigen und dann mal über diese Aussage nachdenken. Ansonsten, wenn das nicht geht, ist das auch okay. Ja, du musst doch damit klarkommen. Aber diese Argumente, völliger Schwachsinn. Und ja, da bin ich gerne unsympathisch. Gar kein Problem, Alter. Ist mir scheißegal. Dieser Ort kann ich aber trotzdem nicht leiden mit seinen Ideen. Das ist wie mit den Grünen in der Politik. Für gewisse Sachen sind sie gut. Wenn du aber ihnen die totale Macht gibst, ist das Land am Boden. Er hat vielleicht recht mit gewissen Äußerungen, aber es ist total daneben mit anderen. Ja, also mit dem Satz kann ich gar nichts anfangen, weil du keinerlei Beispiel sonst irgendwas bringst. Ja, weiß ich nicht, was diese Aussage soll. I don't know. Was soll ich damit anfangen? Auf was? Welche Ideen sind jetzt? Welche Ideen kannst du jetzt nicht leiden? Welche Ideen sind okay? Gewisse Sachen sind die Grünen gut, gewisse Sachen sind die Grünen nicht gut. I don't know. Ich will schon präzisieren, damit man darauf eingehen kann. Hoeneß hat doch vollkommen recht, es geht doch nur ums Politische. Ja, auch da, womit hat der Hoeneß vollkommen recht? Und wo geht es um Politische? Nee, es geht nur ums Geld, wenn wir auf unser Sponsoring schauen. Da geht es um nichts Politisches. Da geht es darum, dass wir 30 Millionen im Jahr von Qatar Airways bekommen und dafür jedes Jahr nach Katar fahren und uns da hinstellen, als wäre das ein schönes Land. Was es nun mal nicht ist. Aber ja, wie ich gerade schon sagte, ich glaube, bei dir ist Hopfen und Malz verloren, was das anbelangt. Du bist da irgendwo so festgefahren, scheint sich mit dem Thema halt auch null auseinandergesetzt zu haben. Dann ist das so. Ja, dann ist das so. Okay. Ja, hier haben wir leider keine Kommentare mehr. Das tut mir sehr leid. Das Video wurde gesperrt. Ja. Ansonsten, ich weiß nicht, ob hier noch Kommentare. Hier sind nur die beiden oder was, obwohl 7 angezeigt werden. Der Rest wird wohl von YouTube gesperrt worden sein. War wohl dann wahrscheinlich auch nicht so schön. Mach so weiter und wenn du noch mehr solche Sendungen findest, zeig sie. Ich bin ja bei dir abonniert und werde es nicht verfehlen. Ja, wie gesagt, ich hatte die jetzt als Beispiel genommen. Du brauchst einfach nur Boykott Katar eingeben bei YouTube, da wirst du genug finden. Genug Dokus auch, aber auch genug, zum Beispiel Dunkle Parabelritter, der da auch ein sehr gutes Video gemacht hat und so weiter und so fort. Ja, ich hätte da über Reactions machen können, aber ja, da fehlt mir einfach am Ende des Tages die Zeit für, sonst hätte ich das glatt getan. Du hast im Video die Bayern kritisiert, glaub ja nicht, die sind blind, die wissen, was da passiert, aber für sie, wie auch für mich, bedeutet dieses Logo nur 30 Millionen von einem Land, das es nicht braucht und das unserem Verein gut tut, wenn wir es nicht nehmen. Dann nehmen es andere, die vielleicht nur weniger danach fragen, wo es herkommt. Klar, wenn ich ein FC Bayern Trikot oder ein anderes Kleidungsstück ohne dieses Logo kaufen kann, ist es mir auch lieber, weil ich dieses Land nicht mag. Aber am Ende bin ich es, der entscheidet, welche Fluggesellschaft ich nehme. Das ist vollkommen richtig. Es ist auch vollkommen richtig, dass dann ein anderer Verein diese 30 Millionen nimmt. Es ist auch vollkommen richtig, dass du entscheidest, mit welcher Fluggesellschaft du fliegst. Wie gesagt, darum geht es denen auch gar nicht. Es geht denen nicht darum, dass der FC Bayern oder dass durch den FC Bayern die Leute sagen, ja, ich fliege mit der Fluggesellschaft. Ob die 30 Millionen, die sie uns geben, wieder einnehmen, interessiert die doch gar nicht. Die haben Geld wie Heu. Denen geht es einfach darum, um Greenwashing. Ja, dass die sympathisch erscheinen, um nichts anderes. Dass man, ja, denkt, es ist alles gut und alles schön dort. Das ist es aber nun mal nicht. Und 30 Millionen, um sich dafür zu verkaufen, seine Werte über Bord zu werfen, finde ich zu wenig. Ja. Erstmal sollte man das gar nicht tun, aber wenn man das dann schon als so einer Weltmarke wie der FC Bayern tut,
dann sind 30 Millionen halt einfach ein Fliegenschiss. Weil, wie gesagt, du wirst auch von jedem anderen Sponsor 20 Millionen kriegen, der da auf dem Trikot ist und der die Bandenwerbung und so weiter hat. Da musst du nicht so dreckiges Geld nehmen, wie es da kommt. Na klar, wer ist weniger? Keine Frage, müssen wir nicht drüber diskutieren. Aber ja, gerade was mich so traurig macht, wie gesagt, man redet immer von Mir Samir und so ein Gedöns und hat dann so ein Sponsoring, das passt halt einfach nicht zusammen. Ja. Aber, wie ich schon sagte, das zeigt am Ende des Tages halt auch nur, dass es nur noch ums Geld geht im Fußball und nicht um Prinzipien oder um sonst was. Ich meine, das sehen wir gerade auch, dass halt kein Spieler die Fresse aufmacht, dass kein Verband die Fresse aufmacht. Dass alles so hingenommen wird. Ja, schwierig. Schade, dass hier nicht mehr Kommentare stehen. Gut, Folge 3 haben wir noch ein paar. Das mit Platini wusste ich schon lange. Auch Zinedine als Halbagier hatte die Hände im Spiel. Alles, was hier gesagt wird, war schon klar und hoffentlich bei uns Frankreich. Ich sage es schon lange, Geld kauft alles, auch ein Ballon. Ja, ach, da brauchen wir gar nicht drüber reden, natürlich. Franz Beckenbauer hat damals die WM auch gekauft, da müssen wir uns auch nicht drüber unterhalten. Ja. Das habe ich ja auch gesagt, es ist mittlerweile, gerade bei der FIFA ist so ein bestechlicher Haufen. Du wirst offiziell halt auch jedes andere große Sportereignis wirst du offiziell gar nicht mehr so bekommen. Da werden halt einfach Stimmen gekauft. Punkt. Ja, das ist halt einfach so. Es gibt, glaube ich, keine WM, die letzten 30 Jahre nicht irgendwie kauft. Genau, da bin ich ganz bei dir. Ja, natürlich gehört das Sommermärchen dazu. Ja, da bin ich ganz bei dir. Warum haben wir denn keine Schulden? Das ist hier die Frage. Warum haben wir denn... Wer ist denn jetzt wir? Der FC Bayern oder was? Ja, mit Sicherheit nicht, weil wir 30 Millionen im Jahr von Katar bekommen. Wenn das jetzt ein Argument sein soll, Alto Belly. Ekelhaft, diese Fans sich mit Siegen brüsten und Moralapostel spielen. Alter, wenn das auf mich gemeint sein sollte, kannst du mir das gerne nochmal mit einem Ja bestätigen, dann werde ich dich hier auf den Kanal bannen. Also ich bin ja echt jemand, der echt nicht bannt, ne? Aber sowas, ist das denn für eine hohle Aussage wieder? Eieiei. Also, wenn dir andere so aus der Seele sprechen, dann sag dich doch los vom Club und kleb dich lieber auf der Straße an. Vielleicht fühlst du dich dann besser. In meinen Augen bist du kein Fan des FC Bayern. Okay. Tschüss. Live im Video. Tschüss, Martina. Ja, nee. Sorry, muss ich mir nicht geben. Straße festkleben ist sowieso schon mal ein ganz anderes Thema. Die Leute haben auch nicht alle Latten auf dem Zaun, auch wenn sie einen sinnigen Hintergrund haben, aber die Art und Weise, wie sie das vermitteln wollen, ist völliger Schwachsinn. Ja, wie zu sagen, ich bin kein FC Bayern-Fan oder ich soll mich vom Club lossagen, versteht einfach den Sinn nicht, den ich hier rüberbringe. Also, ja, man kann mir ja vieles unterstellen, man kann mich unsympathisch finden, alles gut und schön. Ich trage den FC Bayern seit Tag 1 in meinem Herzen. Ich habe ihn auf der Haut verewigt. Ja, aber ich muss mich auch nicht rechtfertigen. Guckt euch den Kanal an, wenn ich kein FC Bayern-Fan bin. Ja, dann weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, warum du dir den Kanal hier noch weiter anguckst. Kannst du dir auch weiterhin tun, aber nichts mehr schreiben. Sonst musst du dir einen neuen Account erstellen. Egal was gesagt wird, am Ende wird fleißig gespielt und es wird sich nichts ändern, das wissen wir alle ganz genau. Das ist vollkommen richtig, dass fleißig gespielt wird. Dass sich nichts ändert, weiß ich nicht. Schwer zu sagen, wird halt wirklich darauf ankommen, wie die Einschaltquoten sind. Ja? Und ob irgendwelche Spieler oder Verbände vor Ort noch Zeichen setzen werden. Aber wenn man sich die Gesellschaft heutzutage anschaut, ja, könnte es am Ende wirklich so sein, dass jetzt halt viel Trara ist, die WM gespielt wird, ja, und danach ist wirklich keine Sau mehr interessiert. Ne? Und da sind wir auch wieder bei dem tollen Kommentar von vorhin, dass man die Sache ignoriert. Wir werden sehen, was nach der WM in diesem Land passiert. Ich kann euch da sagen, was passiert. Die Stadien werden nicht weiter genutzt werden.
Die Menschen werden wieder noch schlechter behandelt wie zu der Zeit, wo die WM stattfindet, weil da alles ein bisschen geschönt wird. Und es wird keiner mehr dahin gucken. Keiner. Ja. Wird einfach keine Sau mehr interessieren. So. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was der Typ da geschrieben hat. Der hat es halt einfach nicht verstanden. Das Problem ist ja, wenn einer der Spieler vor Kamera aussagt, dann ist er sich safe den Job los. Ja, das glaube ich nicht. Habe ich auch darauf geantwortet gehabt. Klar, wenn das irgendwie ein Low-Bob machen würde, wird das schwer haben. Aber wenn ein Manuel Neuer sich da hinstellt und sagen würde, ich kann hier an der WM nicht teilnehmen, ich kann damit das nicht vereinbaren oder sonst irgendwas, wäre der mit Sicherheit nicht seinen Job beim FC Bayern los. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass man ihn aus der Nationalmannschaft werfen würde. Allein was da für ein Ansturm kommen würde, wenn der DFB das machen würde. Nee. Ich würde eher sagen, dass ein Manuel Neuer dafür gefeiert werden würde. Und ja, vielleicht dann mal zu dem Nationalmannschaftskapitän aufsteigen würde, für den er sich halt hält. Ja, nee, das glaube ich nicht. Bei irgendwas weiß ich wen, ja, mag das so sein, oder wie ich auch schon sagte, dass es dann die Konsequenz ist, dass man nicht mehr eingeladen wird vom DFB, alles gut und schön. Aber wie gesagt, ein Spieler wie ein Manuel Neuer, der alles erreicht hat, der Weltmeister ist. Was will er noch erreichen in seiner Karriere? Der hätte das meines Erachtens nach genauso wie ein Thomas Müller tun können, oder auch ein Mats Hummels hätte das tun können, aber nein, ein Mats Hummels heult ja darum, dass er nicht nominiert wurde. Schwierig. Wir haben überall Infantinos in der Welt, man findet sie in jeder Politik der heutigen Zeit. Das ist vollkommen richtig, natürlich. Heute Geld regiert die Welt, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Und zwar in jeglicher Hinsicht, in jeglichen Gefilden, überall ist es so, dass Geld die Welt regiert. Punkt. Ja, da müssen wir nicht die Augen vor verschließen. Aber nichtsdestotrotz kann man ja darauf aufmerksam machen und muss das nicht einfach hinnehmen. Ja? So. Als BVB-Sympathisant dicken Respekt an den Teil der Bayern-Fans, die deutlich gegen die Katar-Eingriffe in den Verein vorgehen. Ich werde das erste Mal eine WM boykottieren, juckt vermutlich keinen wirklich, aber für mich persönlich geht das sonst gar nicht. Ja, da hatte ich auch darauf geantwortet. Mich juckt das schon. Ich finde das gut, habe ich auch schon gesagt. Es spielt auch keine Rolle, ob man Schalker, Dortmunder, sonst wer ist, wenn es um die WM geht. Und für mich hatte auch jeder Respekt verdient, der als Fußballfan die WM boykottiert. Weil es ist viel, viel einfacher zu sagen, ja, es ist nur Fußball, ich schaue mir das an, als da Flagge zu zeigen und zu sagen, nein, ich gucke das schweren Herzens mir nicht an, obwohl ich es gerne sehen würde. Um halt einfach ein Zeichen zu setzen und nicht alles gefallen zu lassen. Ja, dass viele Bayern-Fans auch gegen die Eingriffe von Katar in unserem Verein vorgehen. Ja, finde ich auch, dass da Respekt zugehört. Man sieht ja auch hier in den Kommentaren, dass das auch nicht jeder ganz versteht. Ja, wie gesagt, meine Meinung steht da und gibt es da nichts zu sagen. Troll Tröllersen, ja, das ist auch, Troll Tröllersen passt auch super, oder? Das brauche ich gar nicht erst vorlesen. Ich denke, die Spieler werden in der WM selbst protestieren und dann gar nicht spielen. Das kann ich mir noch gut vorstellen. Das kann ich mir zum Beispiel gar nicht vorstellen. Ich würde es mir wünschen. Vorstellen kann ich es mir nicht. Ich glaube, wenn dann höchstens so Dänemark oder sowas. Ja. Aber jeder, der wirklich Ambitionen hat, wird das nicht tun. Es wird sich keiner mal... Wenn, dann Riesenrespekt, Alter. Es wäre auf jeden Fall ein Statement vom Allerfeinsten. Aber ich glaube nicht, dass sich eine Nation dahinstellt, die wirklich Ambitionen hat und sagt, ja, wir sind jetzt hier, aber wir bestreiten kein Spiel. Oder würden einfach aufs Feld gehen und würden einfach stehen bleiben. Einfach stehen bleiben. Alle 11 Spieler bleiben einfach stehen und machen gar nichts. Das wäre ein Zeichen, das würde ich feiern. Ja? Das wäre wünschenswert. Passieren wird das vielleicht, wird das nicht. Vielleicht wird es irgendwie was Kleines geben, wie in Amerika der Kniefall oder sowas, keine Ahnung. Ja, aber irgendwie so ein richtiges Statement wird da, glaube ich, nicht kommen.
Ja, gut. Auf Martina gehe ich nicht mehr drauf ein. Das haben wir durch, das Thema. Was soll ich sagen, Leute? Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Nix, oder? Das waren die Kommentare. Ein Teil ist leider verloren gegangen, war gesperrt. Ein Teil wurde von YouTube ausgeblendet, weil wahrscheinlich zu beleidigend. Ich hätte sie doch alle aufklappen können, aber das war mir echt zu viel. Ja, weiß ich nicht. Wie gesagt, man kann mich unsympathisch finden, dass ich da diese Meinung habe und die Menschen da auch sage, dass es Schwachsinn ist. Dass es dumm ist, manche Aussagen, völlig okay. Ja. Weil mir gefällt das auch nicht, wenn man mir sagt, dass ich dumm bin. Oder dass ich eine dumme Aussage treffe. Aber ja, wenn dann keine Argumente kommen, dann sind es halt dumme Aussagen. Und wenn man sieht, dass sich Menschen anscheinend mit dem Thema nicht befasst haben und dann meinen, sie können dazu etwas sagen, oder sie haben sich damit befasst und haben dann diese Meinung, ja, dann wie gesagt, dann ist da oben halt einfach Hohlraum drinne und dann macht das keinen Sinn. Ja? Und ja, das soll es gewesen sein. Es war mir aber einfach nochmal wichtig, das Thema nochmal aufzugreifen, da nochmal klare Stellung zu beziehen, meine klare Meinung dazu zu sagen und die Kommentare mal durchzugehen. Ja, ich denke, damit ist alles gesagt. Schlusswort. Wie gesagt, am Ende muss das jeder für sich selber wissen. Ja, ich möchte auch gar keinem vorschreiben, die WM nicht zu gucken oder sowas. Aber jeder, der sich mit der Materie auseinandersetzt und dem Menschen halt nicht scheißegal sind, und das ist schon krass, dass es aus meinem Mund kommt, das habe ich in dem ersten Video gesagt, ich bin eigentlich so der klassische Egoist, abgesehen von meiner kleinen Familienbubble und Freundebubble. Aber ansonsten bin ich schon Egoist, aber ich bin ein Egoist, dem Gerechtigkeit wichtig ist, dem Fairness wichtig ist. Und das gibt es in dem Land einfach nicht. Menschen werden da behandelt wie Vieh, wenn überhaupt so gut wie Vieh. Und man geht dahin, bietet einfach eine WM, tut so, als wäre das irgendwie das schönste Land der Welt, als wäre da alles tutti, und genau das ist es halt einfach nicht. Das ist es für mich persönlich wert, zu sagen, ich mache da ein Video zu, ich sage da meine Meinung zu, ich gucke kein Fußballspiel bei dieser WM. Und ja, das ist für mich persönlich, damit fühle ich mich wohl. Am Ende des Tages muss das jeder für sich selber urteilen, mit er sich wohlfühlt. Wie gesagt, ich finde es auch schade, dass ich mir da nichts angucken kann. Ich finde es aber auch, oder ich finde es, wir werden sehen, was dieser WM-Titel am Ende darstellen wird. Es wird immer, egal wer diesen Titel holt, es wird immer ein Geschmäckle dabei bleiben. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt darauf, ob irgendeine Nation oder irgendwelche Spieler irgendetwas sagen werden, womit man mal ein bisschen Aufmerksamkeit darauf lenkt. Was ich machen kann, habe ich getan, und ja. Viel Spaß wünsche ich euch bei der WM nicht. Weil man sollte da keinen Spaß bei haben, wenn man sich Fußballspiele in so einem Land anguckt. Das sage ich euch auch ganz ehrlich. Ja. Mehr habe ich nicht zu sagen. I'm done. In diesem Sinne, Leute, ich bedanke mich dafür, wenn euch das hier reingezogen habt. Ihr könnt hier gerne noch Kommentare drunter schreiben, werde ich ignorieren. Zu dem Thema ist alles gesagt. Oder ich werde die Kommentare deaktivieren. Wenn ihr noch irgendwas zu sagen habt, schreibt es in einen von den anderen Videos rein. Ich lasse das Video hier einfach so stehen. Weil ich würde die eh nicht durchlesen. Ja, machen wir uns nichts vor. Ich habe zu dem Thema alles gesagt. Ihr kennt meine Meinung. Und jeder muss damit leben, wie er damit leben kann. In diesem Sinne, haut rein. Bis dann. Tschüssi. Achso, eins wollte ich noch sagen. Und wenn ihr deswegen jetzt den Kanal deabonnieren müsst, weil euch meine Meinung nicht gefällt oder weil euch meine Art und Weise nicht gefällt, wie ich gegenüber dummen Kommentare reagiere, völlig okay, Leute. Ja, es ist völlig okay. Man kann sich jedem recht machen und damit kann ich leben.
Und ob da jetzt 390 Abonnenten stehen, ob da 100 Abonnenten stehen oder ob da 2000 Abonnenten stehen, wird an meiner Meinung halt einfach nichts ändern und auch nicht an meiner Natur, wie ich bin. Und ja, in diesem Sinne, gönnt euch in welche Richtung auch immer. Haut rein, ciao.